Moi Jerome. Moin Astrid. So Jerome, was habe ich gelesen? Dein Neidbuch 170 Schweizer auf Lützeburg, also an der Hitparade von den meistverkauften Büchern, heute zu Lützeburg auf der 3. Platz. Ja, das ist fantastisch. Vielmals merkst du an all die Leute die mein Projekt unterstützen. Jerome, ich schon eng froh und was bedeutet die Zielscheibe da eigentlich im Deckel von dem neuen Buch? Ma, das ist ganz einfach. Ein Witz ist doch letzten Endes irgendwie immer ein Attack auf etwas. Zum Beispiel, ob der da weiß, wie die Leute sich beholen, hier Irrsitzigkeit, hier Liederigkeit, oder ein Attack auf Institutionen, Ideologien und so weiter. Dafür dann Bild von der Zielscheibe für Deckel. An anderem Zielscheibe gesagt in so farbig Flecken. Ich schieße also nicht mit richtigen Kurlen, sondern mit Farbpatronen. Ich will also keinem weh tun, mir just ein bisschen unter der Fassade kratzen. Es stehen also kein rassistisch oder nationalistisch oder zum Beispiel homophob Witze an dem Buch. Nee, das Buch soll ja auch eine pädagogische Funktion haben. Dafür stehen noch bald 1700 Übersetzungen dran. Der Wies vom Buch ist nicht nur lachen, sondern auch lehren. Ja, aber da kommt zähleisen ein paar von diesen Witzen. Okay, hier dann ein paar, die nicht am Buch stehen. Ein anderes Schul. Bitte, konjugieren mit Verb gehen. Ich ging, du gehst. Hier hat sie geht. Da ist bitte Misere. Okay. Ich laufen, du lebst. Ein knaschte Witz. Astrid, soll ich dir mal einen knaschten Witz erzählen? Okay, vor du. Ein weißes Pferd leidet am Bulli. Oh, wie schlecht. Den Ding. De Pitti, Kati und de Jimmy reisen zusammen durch Afrika. Bei einem Fluss gesehen sie ein paar Krokodilen da liegen, a geheien Steng op sie. Op einmal springt von den Krokodilen mit einem riesen Satz op sie zu, und de Pitti und Kati laufen sehr fort. Just de Jimmy bleibt stehen. Jimmy, lauf sehr fort. Für was? Ich schon doch kein Steng op sie gehalten. Zwei Freunde die begegnen sich noch einer langer Zeit mal an. Da sieht den einen, ich schon hören, du hast dich nicht bestuurt. Ja, für die vierte Kehr. Oh, aber das dann mit den anderen Fragen geschieht. Die sind all tot. Wie schlimm, aber wie ist das da gegangen? Ma, meine erste Frau ist an einer Champignonsvergiftung gestorben. Das ist ja schrecklich. Und die zweite Frau. Die hat doch giftige Champignon gegessen. Und die dritte Frau hat die auch giftige Champignon gegessen. Nee, die hat sich Genick gebracht. Ein Accident? Nee, sie wollte kein giftiges Champignon essen. Hast du verstanden, Astrid? Ist die nicht schlimm? Ha? Das ist total sexistisch. Ja. Kannst du ja rumdrehen. Ah, die Frau, die sagt, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, da kann ich nicht schlafen. Oh, bei mir ist es just der Gegenteil. Oh, also? Ja, wenn ich schlafe, da kann ich keine Tasse Kaffee trinken. Den ist für mich, also Astrid. Ein Polizist hält eine Automobilistin an. Sagt Madame, die sind gerade durch Rot gefahren. Hat die rote Lottohanne nicht gesehen? Ach, mir erst hatte ich nicht gesehen. Ah, das geht nicht eng teuer. Buch an CD 170 Witzer auf Lützeburg fand ihr an alle guten Librarien. Ihr könnt Buch an CD auch über Internet bestellen, und zwar über die Internetseite www.witz.lu oder direkt bei den Editions de la Rosa zu Krauten. Vielmals merci. Au revoir. Au revoir.